eine Rennstrecke hier. Genau, also das ist perfekt. Wir können ja immer nur aus Deutschland 24 Stunden rüberkommen, ne, im Moment. Weil länger darf man ja nicht, wegen Corona, ne, genau. Und wenn wir hier das Haus in Ordnung halten, dann kann man das auch immer mal nutzen hier, um eine Runde rumzuheizen auf der Weide. Das ist schon perfekt. Kommen Sie ruhig zu uns. Abstand halten. Kommt ins Fernsehen. Ja, wenigstens 1,5 Meter, ne? Ja, das würde dann passen. Okay. Aber das ist ein Zweithaus? Genau, korrekt. Okay. Und Sie kommen jetzt wo genau her aus Deutschland? Aus der Nähe von Essen, in Heiligenhaus. Okay. So etwa eine Stunde? Perfekt, Ja. genau. Heiligenhaus. Ja. Hört sich sehr katholisch an. Nein, glaube ich nicht. Klein. Kein heiliger Ort. 13.000 Einwohner, also Okay. wirklich überschaubar. Okay. Und was verbindet Ihnen mit den Niederlanden, mit Roermond? Dass eine traumhafte Ecke ist. Gefällt uns hier wunderschön. Wir haben was gesucht, was von uns aus nicht ganz so weit weg ist. Wenn man zur Küste fährt, dann ist man immer 3 Stunden unterwegs. Wir wollen es regelmäßig nutzen. Und das ist vom Ruhrgebiet aus, erreicht man das in 50 Minuten. Das heißt, man kann regelmäßig hier hinkommen. Das ist perfekt. Aber für ein, ja, wie wollen wir das nennen? Ein Zweithaus, nennt man das so? Ja, hält den Regen ab. Ja. Für ein Zweithaus, aller Achtung. Also ich habe quasi 30 Jahre lang nur durchgearbeitet, habe im letzten Jahr meine Firmenanteile verkauft und wollte jetzt im Rahmen der Work-Life-Balance, also ich habe, glaube ich, genug Jahre gearbeitet, um theoretisch jetzt in Rente zu gehen, das auch eine Zeit lang nutzen. Und das ist ein traumhaftes Objekt, das ist eine traumhafte Gegend hier, das ist fantastisch. Aber was für ein schöner Begriff. Nennen Sie das noch, wie haben Sie diese Balance genannt? Work-Life-Balance. Wie? Was? Work-Life-Balance? Ja, Work-Life-Balance. Ja, und jetzt haben Sie sich entschlossen, ich gehe in Rente. Ja. Ich muss arbeiten, ich bin nur zu Besuch. Nein, der geht auch nicht in Rente, glaube ich. Okay. Nein, also noch nicht ganz in Rente, aber so wie andere auch arbeiten. 5 Tage die Woche, 60 Stunden, das ist in Ordnung. Und dann ist am Wochenende noch Zeit. Also, okay. Und wie viele Stunden haben Sie früher in der Woche gearbeitet? Durch eigentlich, außer Schlafen durchgearbeitet. Ne? Sonst geht das nicht. Wir haben mit nichts angefangen und das funktioniert nur, wenn man arbeitet. Und irgendwann kann man sich dann freuen, dass es funktioniert hat. Und in welcher Branche waren Sie tätig oder sind Sie tätig? Ich habe angefangen in der Bankenlandschaft und habe dann zur Unternehmensseite gewechselt. Bin jetzt 20 Jahre in einer Steuerberatungsgruppe, habe dort die Finanzen geleitet und habe jetzt in den Aufsichtsrat gewechselt und leite jetzt den Aufsichtsrat dort. Okay. Also es gibt sämtliche Leute, die müssen Chef zu Ihnen sagen. Ich glaube, so bin ich nicht strukturiert. Nee, also, den Eindruck hatte ich auch. Nein. Ach, Sie sind so ein Freund. Das ist einfach ein Freund von mir, den ich schon sehr lange kenne. Und wie haben Sie sich kennengelernt? 1991 nach dem Abi, ne? Über die Sparkasse, glaube ich. War Genau. Das, ne? Ja, über die Bank. Haben wir Also uns quasi nach der Lehre. Also quasi den ersten Job Genau. nach der Lehre. Korrekt, so ist das. Okay. Und immer noch Kumpels. Ja, Ja. Absolut. so soll es sein. Haben 30 Jahre überlebt damit, Ja. ne? Alles gut. 30, Ja, über wir haben 30 schon, Jahre wir haben schon Freundschaft. Silberhochzeit gehabt, so gesehen, ne? Bitte? Wir haben schon Silberhochzeit gehabt, 25 Jahre verheiratet. Ja, aber angefasst habe ich ihn noch nie. Also Gott sei Dank. Ey, und die beiden Kumpels, wie feiern die gerne? Ja, momentan gar nicht. Momentan so. Ja. Ja. Und ein Bierchen? Ja. Aber jetzt auch nicht, weil ich muss ja noch gleich wieder fahren. Also ich darf ja nicht lange bleiben. es ist ja jetzt auch Ist auch Unwetter. kein Platz natürlich, um zu Nein, übernachten. es ist voll belegt. Da geht heute Abend noch richtig Musik ab. Nein, Quatsch. Es ist ja auch Unwetter angesagt jetzt, ne? Also Ja, ja. zumindest, ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, wenn man hier rausschaut. Unglaublich. Aber Aber die Vorhersage, die lautet 10 bis 20 Zentimeter Schnee, Ja, genau. minus 10 vielleicht. Eisregen, genau, wollen wir mal schauen.
deswegen auch gleich wieder Retour. Also ich auf jeden Fall. Ja. Hey, aber die machen richtig Dampf, ne? Ja. Bin ein bisschen erschrocken, aber, aber es ist so typisch. Alles das, was der junge Mann kauft, hat Dampf. Das ist so. Ja? Ja, das ist so. Aber das heißt eigentlich auch, dass er viel gearbeitet hat, Ja. aber er hat zwischendurch auch seinen Spaß gehabt. Das gehört dazu. Niemals Begrenzt, aufhören zu genau. spielen. Ne? Ja, genau. Begrenzt natürlich von der Zeit her. Ich glaube, wir hätten noch viel mehr Spaß haben können, wenn man mehr Zeit gehabt hätte. Ja? Aber ich glaube, jetzt das so zu genießen, das ist schon sehr schön. Ja. Vor allem, dass man mitmachen darf. Ne? Schon ein Privileg. Genau. Ja, Was- und das können Sie dann auch richtig genießen. Genau. Ja. Ja. Haben Sie nie, denn wenn man, zum Beispiel, wenn ich mich betrachte, wenn man etwas älter wird, dann reflektiert man auch mehr, ne? Wie hat man gelebt und was hat man schon gemacht, so beruflich, aber auch privat. Wenn Sie das noch einmal, das Leben noch einmal machen könnten, was würden Sie dann vielleicht anders machen? Ich bin nicht sicher, ob ich studieren würde, weil ich bin direkt nach der Lehre halt in den Beruf gegangen und habe doch schon so ein bisschen diejenigen beneidet, die das Studentenleben noch ein paar Jahre mitgenommen haben. Ne? Also jetzt weniger wegen des Bildungshorizontes, sondern eher wegen des Unterhaltungswertes. Das Ja. versuche ich halt jetzt Ja, ja, ja. nachzuholen. Aber ich glaube, ansonsten würde ich es genauso wieder machen, weil ich habe immer gerne gearbeitet, ich arbeite immer noch gerne. Und dann empfindet man das auch nicht als Belastung. Ich glaube, das meiste würde ich wieder so machen. Haben Sie dieses Arbeitsethos, haben Sie das von zu Hause mitbekommen? Meine Eltern sind fleißig gewesen, klar. Ich habe aber eher die Gene in meiner Anfangsphase nicht übernommen. Bin tatsächlich dann in der 7. Klasse sitzen geblieben, aber fantastisch in Sport. Ne? Also Stadtmeisterschaften, Tennis, Vollkontakt, Taekwondo, Schule war nicht so dolle. Und wäre dann fast nochmal sitzen geblieben. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist peinlich, das kannst du nicht bringen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass erfolgreich zu sein doch mehr Spaß macht, als nichts zu verstehen. Und das war, glaube ich, eher so das Momentum. Meine Eltern waren schon ziemlich verzweifelt davor, was sie mit dem Jungen noch machen sollen. Ja, also. Die Eltern, die hatten mehr oder weniger schon die Hoffnung aufgegeben. Das will ich nicht hoffen. Ne? Haben sie zumindest nicht gesagt, aber ich glaube, das war der Moment, wo ich dachte, nee, das kann nicht dein Ziel sein, jetzt gar nicht mehr den Anschluss zu finden. Und dann war das ein bisschen mühsamer. Wenn ich das vorher begriffen hätte, dann wäre mein Schulleben wahrscheinlich ein bisschen einfacher gewesen, aber so ist das halt. Ne? Ja. Er hat aber auch ein ganz bestimmtes Gefühl für Humor. Absolut. Das zeichnet ihm aus, denke ich, Absolut. als Mensch. Sehr wahrscheinlich sehr schwarzer Humor, aber es macht Spaß. Nein, das stimmt nicht. Nee, aber ich kann mich das vorstellen. Sind Sie auch noch immer in der finanziellen Branche? Genau, immer noch. Versicherungsbereich tätig. Versicherungs. Ja, genau. Okay. Und Sie haben natürlich bei ihm eine Versicherung. Nee, keine. Nein. Nee. Nein. Ist auch nicht Bedingung, ist nicht wichtig. Nee? Nein, ist bei einer Freundschaft nicht wichtig. Genau. Ist vielleicht sogar besser, keine geschäftlichen Genau. Verbindungen zu haben, Ja. zu freuen. Und wie oft seht ihr euch? Trifft ihr euch? Unterschiedlich. Ne? Mal mehr, mal weniger. 1-2 Mal im Monat, würde Genau. ich sagen. Ja. Okay. Das ist aber immer so, als ob man sich gestern erst gesehen hätte. Also da gibt es keine Differenz zwischen, dass man was aufholen müsste. Wir telefonieren regelmäßig. Ne? Wenn man so gerade im Gedanken ist, sagt, Mensch, ruf den doch mal an, wie geht's gerade so? Ja. Seelenverwandte. Nein, Gottes Willen. Nee? Gottes Nein, Willen. nein, Einfach nur Freunde. Wir denken viele Dinge ähnlich, aber Ja? seelenverwandt würde ich nicht sagen. Nein. Das, Ganz unterschiedliche Charakter auch? ja, schon, oder? Keine Ahnung. Ja, doch schon. Ich bin mehr so ein bisschen aufbrausender. Das heißt? Wütender, schnell wütend, verärgert. Ne, er hat ein bisschen mehr die Ruhe. Aber Sie reflektieren auch. Ja, klar. Wir reflektieren uns auch gegenseitig, ist mal ganz schön. Gibt zwar immer böse Wahrheiten, aber ist immer so. Aber dann ist das auch wieder ganz schnell weg, ne? Also Wenn wir man sind sich... nicht böse aufeinander, nee, alles gut, Nee. aber ne, man sagt sich schon die Wahrheit, ja.
Und jetzt hat der Kumpel, der hat gerade gesagt, der hat so, das ist typisch für mit diesem Elektrowagen, das ist typisch etwas für Sie. Was haben Sie denn noch mehr für coole Hobbys? Also, Außer Taekwondo und Tennis. Das ist vorbei, ne? Das ist vorbei? Das ist 30 Jahre her. Ich habe vor 4 Jahren angefangen mit Fallschirmspringen. Ah, Bin jetzt aber auch ein Jahr schon nicht mehr gesprungen, weil das ist ein wirklich zeitfressendes Hobby. Das können Sie nicht nebenbei machen. Und jetzt mit Corona ist das sowieso alles noch viel schwieriger. wieso ist das zeitfressend? Weil Sie fahren zum Platz, Ja. Sie müssen das richtige Wetter immer haben. Dann springen Sie, Freifall 60 Sekunden, das ist nicht so ganz so lange. Dann aber 20 Minuten den Schirm packen, wieder warten, bis das Flugzeug frei ist, wieder hoch. Da sollte man schon einen Tag für haben. Ja, also, der geht da schon mal drauf. Und den Fallschirm zusammenfalten, das macht man immer selber? Ja, Ja? Also wenn mal etwas nicht klappt, dann ist man selber verantwortlich. in der Ausbildung ist es so, es guckt immer noch jemand drüber Aha. an den verschiedenen kritischen Punkten. Und wenn man dann die Lizenz hat, dann faltet man ihn selber und ist auch selber verantwortlich und gibt sich auch große Mühe beim Falten. Ne? Also es gibt wenige Dinge, bei denen ich konzentrierter bin als beim Fallschirmpacken. Man hat aber immer noch einen Reservefallschirm, der dann von einem Profi gepackt ist, der, wenn man es ganz verpennt, auch automatisch aufgehen würde. Okay. So eine Art von Airbag. Ja, wenn man so will. Die letzte Ja. Lebensversicherung. Auf jeden Fall die letzte Lebensversicherung. Wie viele Sprünge haben Sie bisher gemacht? 80. 80! In knapp 3 Jahren dann, so ungefähr. In 2 Jahren, ja. 2 Jahren. Boah. Haben Sie in diese 2 Jahre überhaupt noch geschlafen? Denn Nein. Es gibt Menschen, so viel Freizeit haben Sie gar nicht. gibt Menschen, die machen 10 Sprünge am Wochenende. Ne? So, und das ist nicht viel. Okay. Und wie es aussieht, ist bis jetzt noch immer gut gegangen. Das ist auch, Er ist noch da, ne? ja, genau. Also statistisch ist das ein ziemlich sicheres Hobby. Okay. Es ist nicht gefährlicher als Fahrradfahren, weil die Sicherheitsanforderungen einfach extrem hoch sind und die Trainer das auch sehr, sehr ernst nehmen.